Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, heute geht's gut. Mir geht es gerade eigentlich sehr gut. Ich habe wirklich diese Woche endlich mal wieder ein selbstständiges Arbeiten, wo ich wirklich die ganze Woche praktisch eigentlich gar keine Schule habe, beziehungsweise keine Anwesenheitspflicht. Also ich muss schon ein paar Sachen machen. Ich kann euch dann nachher noch erzählen, was ich genau machen muss, weil vielleicht kommen wir dann das eine oder andere mit über. Ich bin so gespannt, oh mein Gott. Aber ja, darum, ich freue mich gerade. Und ich muss im Fall ehrlich sagen, es macht mich gerade so happy, wie einfach Social Media bei mir irgendwie gerade läuft. Also gerade beim Podcast merke ich auch, wie fest ihr mich supportet. Also im Fall no joke, das ist so crazy, wie ihr jede Woche in meinem Podcast so fette Kommentare schreibt. Also wirklich, ich bin jedes Mal wieder so, ja, ich weiß auch nicht, ich freue mich richtig fest. Vor allem, es gibt halt wirklich Leute, die wirklich jede Woche dabei sind, jede Woche meinen Podcast hören und sogar jede Woche kommentieren. Also wirklich, ich bin so fett dankbar, wirklich fette Kuss an euch. Ja, und darum, ich sage es jetzt auch schon mal am Anfang, anstatt am Schluss, vergessen nicht, den Podcast mit 5-Sterne-Bewertung zu geben, weil ich habe doch irgendwann mal in einer Podcast-Folge ich von meinem Ziel erzählt, vom Ende Jahr. Ich kann jetzt schon wieder kein Deutsch mehr. Aber mein Ziel ist, 5000 Bewertungen haben bei meinem Podcast auf Spotify. Von dem her, wenn ihr meinen Podcast noch nicht bewertet habt, Leute, ich würde mich sehr freuen. Wir sind, glaube ich, bei 3,6, also 3600. Das heisst, es hat noch Potenzial für die, die es noch nicht gemacht haben. Wenn ihr schon meinen Podcast hört, dann bewertet schnell, gönnen wir schnell. Ja, aber wir fangen an. Also, erstmal wichtig, bei mir ist gerade der 1. April. Wir haben Dienstag und 1. April bedeutet für mich nicht immer nur, es ist ein Joke Day, sondern für mich ist es noch ein bisschen spezieller, weil beide meine Eltern haben heute Geburtstag. Beide meine Eltern haben am 1. April Geburtstag und sie haben sogar im gleichen Jahr Geburtstag. Und für mich ist das so weird, wenn andere Leute am erzählen, so, ja, meine Mama hat Geburtstag. Weil in meinem Kopf ist das, die müssen zusammen Geburtstag haben. Es macht für mich keinen Sinn, dass Eltern nicht am gleichen Tag Geburtstag haben, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Es ist für mich wie, einfach dann tut man seine Eltern Ehrentag, also keine Ahnung. Darum, ja, ist es für mich eigentlich fast komisch, wenn es mal einen Muttertag gibt, wo es einfach nur um die Mutter geht oder so, weil irgendwie für mich sind meine Eltern so Eis packt zusammen. Auf jeden Fall, ja gut, ich kann es eigentlich schon droppen. Ich habe jetzt gerade mir überlegt, ich muss aufpassen, wenn sie den Podcast hören, aber wir werden sie heute Abend überraschen. Aber ich glaube, wenn der Podcast online gekommen ist, dann wissen sie schon, was passiert ist. Und zwar, es ist eigentlich voll cute. Wir haben so ein bisschen überlegt, dass wir sie überraschen. Also ich und meine Geschwister, ich habe ja noch einen kleineren Bruder und eine kleinere Schwester. Und die wohnen noch daheim und ich bin ja schon ausgezogen, dass ich heute quasi heimkomme. Und wir haben zuerst die Idee gehabt, einfach mal alle in einfach ein Kärtchen schreiben und so ein bisschen herzig dekorieren mit Ballon und einem Blumenstrauß, vielleicht einen Kuchen, bla bla bla, so ein bisschen so. Das machen wir wirklich so seit klein eigentlich, also ganz früh an. Haben wir es wirklich so gemacht, dass wir am Morgen früher aufgestanden sind. Dann haben wir unten so ein bisschen dekoriert, haben so ein bisschen Sachen ausgeschnitten und Zeichnungen gemalt und so Shit. Und dann haben wir das wie unten beim Esstisch so ein bisschen schön angemacht. Und dann sind sie am Morgen die Stege runtergekommen, wir haben so das Happy Birthday Lied laufen lassen. Das war so ein bisschen unser Ritual gewesen. Und ich finde das irgendwie voll herzig, also wir machen das eben wie immer noch so ein bisschen. Und jetzt haben wir gedacht, wir machen es ein bisschen spezieller. Weil es ist ja boring, wenn es einfach heimkommen, also sie gehen ja wie heute noch auf Zürich, so ein bisschen See. Und es ist ja boring, wenn es einfach nur heimkommen und nachher ist etwas dort. Sondern wir machen es ein bisschen spezieller. Und zwar haben wir gedacht, dass wir so ein bisschen eine kleine, scheuche Schnitzeljagd machen. Also es tut ja jeder von uns 2 Kärtchen jeweils schreiben, eins für unsere Mom und eins für unseren Dad. Das heisst, insgesamt sind nachher 6 Kärtchen da. Und jetzt machen wir so ein bisschen eine Schnitzeljagd, dass wir das erste Kärtchen nicht handdrucken. Und dort steht so etwas mäßig drauf, also es hat noch ein Post-it drauf, so mit einem Hinweis, hey, das nächste Kärtchen ist, keine Ahnung, irgendwie so dort, wo immer der Natalie der Kopf war. Also, es wäre, okay, ich weiss nicht, ob er rauskommt. Also es soll nicht zu obvious sein von unter der Natalie im Kopf küssen, sondern so ein bisschen, damit es auch noch ein bisschen tricky ist. Und dann ist es wie so ein bisschen eine Schnitzeljagd. Und das Ende ist nicht aus dem Gartenhäuschen, weil wir haben wie so ein bisschen ein Chiller-Gartenhäuschen mit so Sofas und so drin. Und dort können wir es dann so ein bisschen schön dekorieren. Also das ist quasi wie der Schluss. Sodass es auch wie nicht 100% gerade erwartet. Und das ist so ein bisschen unsere Idee. Von dem her, ich nehme mal so ein bisschen auf, also ich habe noch so ein bisschen auf TikTok dann mitgenommen. Also vielleicht ist es auch schon online, die Videos und so. Ja, und auf Instagram natürlich auch. Also ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es klappt alles. Vor allem meine Brüder und meine Schwester, die müssen heute arbeiten und kommen jeweils am 7. und am 8. heim. Das heisst, es wird sehr spät. Und ich bin jetzt wie die in dem Sinn Zeit hat. Und von dem her bin ich jetzt wahrscheinlich da das meiste am machen. Aber ich hoffe, das geht irgendwie. Aber ja, ich freue mich irgendwie mega fest. Ich freue mich sehr fest. Genau, das ist so ein bisschen das. Dann
Leute, ich war letztes Wochenende in Vevey und Vevey ist in der Westschweiz mit einer Kollegin von mir, mit meiner Gimmi-Kollegin. Und es war so toll gewesen. Und ich schwöre es euch, ich muss irgendwann einfach mal in die Westschweiz ziehen. Ich weiß nicht, oder einfach noch mal eine Zeit lang dort wohnen. Also für die, die es nicht wissen, ich bin ja schon 3-mal bin ich schon dort gewesen, im Sprachaufenthalt. Also das erste Mal im Gimmi, so stagemäßig, für 2 Wochen bei einer Familie habe ich dort gewohnt. Das zweite Mal bin ich 4 Wochen lang dort gewesen, in Montreux. Also immer in Montreux. Und das dritte Mal bin ich 7 Wochen in Montreux. Also immer in dieser Sprachschule Alpadia. Für die auch schon da sind, peace out. Und also nein, ich liebe die Westschweiz einfach wirklich. Das gibt mir so hart viel Energy. Also wir sind für 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, weil ich ja Freitag jetzt auch in dem Sinne frei hatte oder einfach keine Schule. Und meine Kollegin studiert an der Uni und an der Uni kannst du eigentlich immer dich verpissen, so, da hast du praktisch keine Präsenzpflicht. So. Nachher haben wir ein Airbnb in Vevey genommen. Das ist in der Nähe von Montreux eigentlich, also so ein bisschen zwischen Montreux und Lausanne. Und es war so schön gewesen. Es war halt gerade am See gewesen, wirklich direkt am See. Also wir haben so 20 Meter gefühlt müssen laufen. Es war echt nahe gewesen. Okay, 20 ist gar ein bisschen wenig, aber wirklich mega, mega wenig. Und einfach auch sonst, also wir haben übrigens ein Hustle-Wochenende gemacht. Jemand schreibt immer in die Kommentare, was ist Hustle? Ich erkläre ganz kurz, was Hustle ist, weil ich gehe immer davon aus, dass man das weiss, weil so in meinem Kollegenkreis checkt man das so ein bisschen. Hustle ist eigentlich einfach produktiv sein. Also das heisst, du gehst irgendwo in eine Bibliothek oder in einen Kaffee hustlen und dort du tust halt wieder deinen Shit erledigen. Also meine Kollegin macht halt Sachen für die Uni, ich mache jeweils entweder für mein Studium so, mache ich auch Sachen, du Videos schneiden oder halt für mein Social Media Zeug, gibt es ja auch viel zu tun. Und dann tun wir wie quasi unsere To-Do-Liste abarbeiten, halt all das, was du kannst am Laptop machen oder halt einfach am Tisch machen. Und das ist so geil, ich liebe Hustlen und ich habe also meine Kollegin durch das sind wir eigentlich close geworden, weil eben, sie war mit mir im Gimmi gewesen. Und im Gimmi sind wir gar nicht so close gewesen. Also wir sind dann nicht in der gleichen Klasse gewesen. Und wir haben dann wie zusammen angefangen für die Matur zu lernen. Warum auch immer, ich weiß nicht mehr, wie das zustande gekommen ist. Und dann sind wir mega oft eben zusammen gehustelt, so zusammen in die Bibliothek gegangen und so. Und das hat uns irgendwie so ein bisschen verbunden. Und darum, wir treffen uns wirklich jede Woche fast eigentlich, zum zusammen hustlen gehen. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt mal ein Hustle-Weekend, weil sie muss mega viel für ihre Bachelorarbeit machen. Ich habe auch viel zu tun, eben, weil ich gerade selbstständig arbeiten und muss viel für die Schule machen und so. Und eben auch sonst Social Media immer mal wieder. Und jetzt haben wir, wie gesagt, gehen wir 3 Tage Workation eigentlich machen. Also, damit wir nicht immer nur da in Zürich in Starbucks oder in die Bibliothek oder so, sondern dass wir ein bisschen nachher einfach mal aus dem ganzen Alltag kommen und so und dann vielleicht noch schön zum Morgenessen und so. Und eben, darum haben wir uns für das entschieden, weil wir haben beide SGA und dann ist es viel billiger. Und eben, wir sind dann wie am ersten Tag in Vevey in einem Café. Und ich weiß nicht, ich will gar wieder zurückgehen, ohne Witz. Es war so eine 10 von 10 Experience gewesen. Also wirklich, wenn ihr gerade vielleicht, also weißt du, nicht so einen kompletten Stress habt, von ihr übermorgen eure Bachelorarbeit abgeben, aber so, ihr seid schon so dran und ihr müsst Sachen machen, aber es ist gerade Wochenende und wenn ihr jetzt daheim wärt, würdet ihr wahrscheinlich nicht die ganze Zeit daran arbeiten, aber eben, wenn man mal so aktiv mit einer Kollegin sagt, hey, ich gehe mal jetzt in die Ferien mit dir und also nicht so weit weg, sondern auch so an einen Ort, wo man nicht das Gefühl hat, man verpasst etwas, sondern vielleicht ist man schon mal dort oder so, dann macht das. Das war wirklich eine 10 von 10 Experience gewesen. Wir sind dann eben am ersten Tag in Vevey in einem Café. Am zweiten Tag sind wir in Lausanne gewesen. Den ganzen Morgen in einem Café am Arbeiten, sind wir über den Mittag so ein bisschen kurz shoppen. Und am Nachmittag haben wir dann so ein bisschen weitergehustelt. Und am Abend sind wir dann auf Montreux gegangen. Oh, ich schwöre, Montreux hat einfach mein Herz. Wir sind dann auch in das Restaurant gegangen, wo ich immer gegangen bin. Und das ist mein absolutes Lieblingsrestaurant. Alter, wenn ihr mal auf Montreux geht ins 1820. Ich weiß gar nicht, wie man das wirklich französisch sagt. Aber ja, also 1820 oder 1820 oder wie man in dem Restaurant sagt, das ist, ich liebe das. Nicht mal nur wegen dem Essen, sondern einfach auch wegen dem Personal. Also du kommst dort rein und die behandeln dich, als würden sie dich richtig einfach gerne haben, als wärst du Bros mit ihnen. Also einfach so herzig. Und es gibt, also die einen Leute habe ich, also sie kennen mich nicht, aber ich habe sie wieder erkannt, so, weil die immer noch dort arbeiten. Und dann sind sie einfach so, ich weiß auch nicht. Dann ist der eine, weißt du, so ein Älterer, der dort arbeitet. Und dann ist der Stift aber Kate neben uns. Und dann ist so, also dann tut das wie so kommentieren. Und auch der Chef war dort am Arbeiten gewesen. Und es ist einfach so unglaublich herzlich. Und die Musik ist so geil. Also wirklich, ich liebe das Restaurant.
genau, an der Stelle auch gratis Werbung für das Motkoch-Restaurant. Aber ja, wirklich, das war wirklich sehr, sehr nice gewesen. Und eben, also ich kann ja kurz erzählen, was ich jetzt gerade für die Schule muss machen muss. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, schon ein bisschen erzählt, eben, dass wir so ein serielles Format mitmachen. Aber ich glaube, ich habe nicht gesagt, was ich mache. Und ich habe dann also ein bisschen Angst und ich hoffe, es funktioniert alles. Und es ist auch ein bisschen, ich weiß doch auch nicht. Also wie, ich mache etwas für meine Social-Media-Kanäle. Das war jetzt mega geil gewesen, weil ich habe jetzt wie das erste Mal ein Gespräch gehabt von meinem Studium, so hey, also wie bei mir war gerade so ein bisschen der Clinch von was soll ich machen, weil ich habe immer Bock zum Sachen machen, wo halt ich Bock drauf habe. Und ich habe meistens Bock auf Sachen, wo so, ja, halt ein bisschen das widerspiegelt, was ich auch sonst auf Social Media mache. Also ich habe Bock zum vor der Kamera stehen, ich habe Bock zum lustige Sachen vielleicht so ein bisschen machen, zum so ein bisschen unterhaltende Sachen machen. Also klar kann ich auch jetzt eine Dokumentation machen, also das ist jetzt ein Beispiel, aber das bin weniger ich. Ich brauche so ein bisschen etwas Jugendliches, also etwas Generation Z-mäßig als Zielgruppe, etwas Lustiges, etwas Unterhaltendes, etwas, I don't know, oder vielleicht auch etwas, wo einfach nicht so trocken ist. Vielleicht checkt ihr, was ich meine. Und das macht mir so viel mehr Spass als jetzt so eine ernste Dokumentation. So. Also ist jetzt eben, wie gesagt, nur ein Beispiel so. Und ich bin dann so ein bisschen letzte Woche, als ich eine Idee habe, suchen, so ein bisschen überlegen gewesen, was genau will ich machen. Und es hat wie so 2 Ideen gehabt. Und die eine ist mehr so ein bisschen, also es wäre so ein bisschen um Veganismus gegangen und um Tierhaltung und so, was mich auch interessiert hätte, aber was jetzt halt eine ganz andere Richtung ist, als was ich sonst eigentlich so gerne produzieren mache. Und dann hat es die andere Idee gegeben, wo ich mich jetzt schlussendlich dafür entschieden habe und darum erzähle ich die jetzt schnell. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich die auch wirklich umsetze. Also ich habe jetzt eben, wie gesagt, mit meinen Lehrpersonen so ein bisschen darüber geredet und wie so ein bisschen gesagt, hey, für mich würde das wahrscheinlich mehr Sinn machen. Zum einen, ich habe viel mehr Bock auf das. Und zum anderen, bei mir ist ja in dem Sinne das Ziel, nach dem Studium vielleicht etwas in die Richtung machen oder eigentlich ja wieder in die Selbstständigkeit gehen, also wieder Vollzeit mein Zeug machen mit Social Media. Aber ich sehe mich auch, also wenn ich irgendwo arbeiten würde ich auch irgendetwas für Social Media machen, für Generation Z, für eben unterhaltend, lustig, irgendwie so etwas in die Richtung. Ich kann mir das weniger vorstellen, beim SRF arbeiten und dann für den Fernseher oder so etwas produzieren. Oder einfach für eine andere Zielgruppe. Ich check jetzt, was ich meine. Auf jeden Fall, ist es ein mega gutes Gespräch gewesen. Und sie hat dann wie auch gesagt, oh mein Gott, ja, das sehen wir voll und so. Wenn du das nach dem Studium willst machen, dann bringt dir das wahrscheinlich am meisten etwas. Und ich so, ja! Genau, weil vorher ist das wie nie so wirklich der Fall gewesen. Ich habe mega oft das Feedback bekommen, hey, probier mal etwas anderes. Eben das, was du jetzt schon auch außerhalb vom Studium machst, das kannst du ja schon und so. Und den Punkt sehe ich auch mega fest. Aber in meinem Punkt ist ja wie, auch wenn ich etwas mache, das schon in die Richtung geht, wenn ich vielleicht zwischen mache, kann ich ja mega davon profitieren, im Studium das noch ein bisschen genauer zu lernen und mal aus meiner Komfortzone zu gehen und mal Sachen machen, wo ich vielleicht dann auch von meinen Lehrpersonen Feedback bekommen und einfach so ein bisschen mich wie in meiner Stärke kann weiterentwickeln und nicht irgendetwas ganz anderes machen, wo ich einfach nicht so Bock habe vielleicht. So, genau, Punkt das. Auf jeden Fall, Leute sind ready. Ich mache ein serielles Format auf TikTok und Instagram, also in Kurzform, wo ich verschiedene typische Schweizer Traditionen ausprobiere. Also, vielleicht wisst ihr das, ich bin eine Schweizerin, wie man unschwer erkennen kann, beziehungsweise ich rede einfach Schweizerdeutsch, ich komme in der Schweiz, ich habe Schweizer Wurzeln, aber auf das kommt es gar nicht drauf an, sondern ich würde wie sagen, ich bin kein richtiger Bünzli. Mit Bünzli meine ich jemand, der richtig ein Schweizer ist. Also jemand, keine Ahnung, der so typische, also die traditionellen Schweizer Sachen macht, jemand, der vielleicht auf der Alp wohnt, jemand, der einen Kühlegürtel hat, irgendwie so ein bisschen so. Und ich bin ja eher so ein bisschen das Stadt-Social-Media-Girl, so, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme jetzt mal an, die meisten von euch können sich jetzt auch eher mit mir identifizieren, also so ein typischer, traditioneller Schweizer. Und ich möchte jetzt mal wie so ein bisschen in die andere Welt mal gehen. Mal so ein bisschen in dem Sinn meine Traditionen oder unsere Traditionen von der Schweiz so ein bisschen genauer kennenlernen. Und da gehören ganz viele Sachen dazu. Da gibt es Alphorn, Jodeln, Schwingen, Hornussen. Es gibt auch viele Sachen, die ich gar nicht so kenne. Und ich habe mega Bock gehabt, mit in diesem seriellen Format, also auf TikTok, dann wie jeweils Sachen ausprobieren. Und das erste Format, und das habe ich schon am Donnerstag jetzt einen Termin und ich habe Angst, ist ein Jodelkurs. Leute, ich mache einen fucking Jodelkurs. Also natürlich nur für 1 Stunde so einen Crashkurs. Aber stell dir vor, wie unangenehm das wird sein. Also es wird auch fucking lustig. Ich sage euch, es wird lustig. Also bei mir ist, kurz das Hintergrund, meine Mom kann so ganz ein bisschen jodeln. Ich weiss zwar gar nicht, ob das jetzt wirklich Jodeln ist oder ob es einfach auch irgendetwas ist. Und ich habe das auch immer so ein bisschen als Kind gemacht. Aber ich weiss nicht, ob
also erstens, ob ich es noch könnte und zweitens, ob man das als Jodler kann zählen. So, aber ja, darum ich mache jetzt einen Jodelkurs. Ich mache jetzt auch einen fucking Jodelkurs und lerne Jodeln und ich nehme mal mit dabei und poste auf TikTok und auf Instagram und vielleicht dann auf YouTube und so. Aber also mehr Kurzform eben, nicht ein langes Video. Aber ja, eben, also ich stelle es mir auch fucking cringe vor. Stellt euch kurz vor, ihr müsst jetzt ein Video von euch machen, wie ihr probiert die Jodeln. Und Jodeln ist ja wieso, ich weiß auch nicht, warum das unangenehm ist. Eigentlich ist es auch voll cool, aber irgendwie ist es auch ein bisschen unangenehm, ich weiß nicht warum. Das ist eigentlich wie Singen. Singen ist ja auch eigentlich cool und irgendwie unangenehm so. Und irgendwie Jodeln ist schon mal eine Stufe höher. Aber wir werden es sehen, Leute. Ich bin sehr gespannt, aber ich mache auf jeden Fall einen Jodelkurs. Genau, das ist so das. Und in dem Sinne muss ich jetzt wie bis nächsten Mittwoch muss ich jetzt zusätzlich noch ein ganzes Konzept von 5 bis 10 Seiten schreiben über meine ganze Idee, die ich machen will. Und auch noch dann einen Vortrag pitchen. Also dann vor Leuten eben wie vor dem SRF von anderen Menschen kommen, die dann wie meine Idee anschauen und so ein bisschen, also natürlich würden sie nicht abkaufen, weil sie einfach für meinen Kanal eine Idee ist, so, aber sie würde dann vielleicht mal, keine Ahnung, einfach so ein bisschen bewerten, glaube ich. Auf jeden Fall, es wird von fremden Menschen sein und ich habe Angst, aber ich bin sehr gespannt, wie das wird und ich freue mich eigentlich auch ein bisschen. Also ich glaube, es wird cool und mein Lehrer, den ich jetzt bis jetzt Gespräch kann, findet meine Idee recht geil und darum bin ich eigentlich voll positiv eingestellt. Ich kann mal einen Kommentar schreiben, wie ihr die Idee findet. Genau, das ist so ein bisschen das und das wollte ich sagen. Was auch komisch ist, ich habe ja jetzt genau diese Woche selbstständig arbeiten. Und das ist eben zum einen mega geil und zum anderen ist es aber auch komisch, weil der Can hat genau in dieser Woche angefangen mit Zivildienst und er muss es jetzt ganze 2 Monate durchziehen, dann ist er komplett fertig. Aber das heisst, er ist jetzt jeden Tag am Arbeiten und ist nie daheim. Und ich kenne das nicht, weil er ist ja sonst eigentlich auch selbstständig mit seinem Zeug und ist in dem Sinn hauptsächlich immer daheim da. Und jetzt ist es wie mal umgekehrt, jetzt haben wir mal so einen Rollentausch und das ist so weird, weil eigentlich immer, wenn ich heimgekommen bin von der Schule, ist er schon da gewesen. Und jetzt bin ich halt da und jetzt kommt er einfach erst so um 6 Uhr heim und das ist so komisch. Aber ja, ich habe noch gedacht, wir erzählen noch so das Lustigste von der Woche. Ja, es ist so ein bisschen random. Ich bin mit meinem Bruder, wann war das? Letzten Dienstag oder so? Keine Ahnung, wann das war. Aber ich bin mit meinem Bruder essen, was verdammt cute ist. Also wirklich, das ist so komisch auch gleichzeitig, wenn du ausgezogen bist und dann machst du mit deinen Geschwistern ab. Das ist ja wie, meine Geschwister sind meine Geschwister, ich verstehe mich mit denen, aber mit denen abmachen ist so, what the fuck? Irgendwie ist ja gleich noch mal etwas anderes als Kollegen. Oder wie, du hast halt vorher, du hast die jeden Tag gesehen, weil die heim gewohnt haben und jetzt musst du so abmachen mit denen. Das ist auch weird. Und eben auch gleichzeitig mega schön, weil du dann aktiv etwas machen und das machst du, oder jetzt habe das Gefühl, haben wir auch nicht so mega gemacht. Auf jeden Fall sind wir zusammen essen, mega schön, mega cute. Er war ja so, also ich so, was soll man essen? Also, ich weiss etwas, lass dich überraschen, ich regle, wie so ein richtiger Gentleman, Alter. Das war richtig geil gewesen. Auf jeden Fall sind wir irgendwo essen in Zürich. Und das Lustige war einfach vor allem halt wirklich gewesen, wie wir so am Reden waren und wir sind irgendwie so in einem tiefen Thema gewesen. Ich weiß gar nicht, was es war. Auf jeden Fall sind wir wie so ein bisschen halb in der Küche gestanden. Und hinten dran von meinem Bruder ist wie einer ich weiß nicht, was er am Einräumen war oder irgendetwas war er am Machen gewesen. Auf jeden Fall ist wirklich fast 5 cm hinten an meinem Bruder ist der sich mit seinem Arsch, weil er sich am Bücken ist. Und du siehst halt sein halbes Arschkessel. Und das Ding ist, er hat nicht sich schnell gebückt, sondern er war etwa 5 Minuten lang in dieser Position gewesen, wo er einfach den Arsch mit seinem Arschkessel straight up zu meinem Bruder gestreckt hat. Und es war einfach so lustig, weil wir in so einem random Thema waren. Und weißt du, sogar mein Bruder hat so gecheckt, dass gerade hinter ihm etwas ist. Und es ist so unangenehm, weil er ist so abgelenkt, er hat gar nicht mehr reden und ich auch. Ich hatte so einen Lachflash gehabt. Ja, ich habe sogar ein Bild gemacht. Also, ihr könnt gerne auf meinem Instagram, Stündli Pause, könnt ihr vorbeischauen, dort habe ich es gepostet. Es war ein lustiges Bild gewesen. Aber ja, das würde ich sagen, ist so das Lustigste von der Woche gewesen. Und wir haben ja auch noch einen Kommentar, den wir vorlesen können. Und zwar hat geschrieben Savera. Wow, das ist ein schöner Name. Das habe ich noch nie gehört. Savera hat geschrieben. Ich grüße dich, by the way. Hoi Nati. Liebt den Podcast so krass, danke. Oh, danke schön. Meine Frage. Schaust du manchmal deine alten YouTube-Videos oder deine alten Podcast-Folgen? Würde mich mega interessieren. Ganz liebe Grüße aus Luzern. Ich hoffe, ich kann dich mal treffen. Juri, ganz liebe Grüße zurück. Und ja, hoffentlich sehen wir uns mal. Ich war jetzt gerade letzte Woche in Luzern gewesen. Aber zu deiner Frage, ich habe es irgendwie lustig gefunden, die Frage. Weil, also, ich habe die schon ein paar Mal in meinen Kommentaren gesehen und ich habe gedacht, okay, weiss ich nicht, ob euch das mega interessiert, aber offenbar interessiert es euch doch. Ja, es ist auch eine lustige Frage. Ich weiß gar nicht, warum das unangenehm ist. Aber ja, ab und zu schon.
Also ich würde sagen, YouTube-Videos mehr. Also gerade wenn ich ein YouTube-Video geschnitten habe, dann bin ich eigentlich obsessed mit dem und ich schaue das eigentlich die ganze Zeit. Also entweder wieder nochmal mit dem Can, so wenn er es zum ersten Mal sieht, weil ich muss dann immer so dabei sein und bin dann so und schaue das wie so mit seinen Augen nochmal mein YouTube-Video. Oder wenn es gerade mal frisch aufgeladen ist und eben beim Schneiden währenddessen schaut man es ja die ganze Zeit 1000-mal an. Und dann auch nochmal, kann ich, also ich bin wirklich, bei meinen YouTube-Videos bin ich manchmal ein bisschen obsessed mit mir, sage ich ganz ehrlich. Beim Podcast kommt es darauf an. Ich höre mega gerne nochmal Folgen mit Gästen, also zum Beispiel jetzt mit der Nina, die Podcast-Folge habe ich wieder so gehört. Manchmal gibt es aber auch wirklich, dass ich kann ja in die Schule laufen, dass ich dann voll easy mal auf dem Hinweg einfach meine eigene Podcast-Folge hören. Gerade wenn sie ja am Donnerstag rausgekommen ist und am Donnerstagmorgen höre ich sie dann. Irgendwie, eben, ich glaube, ich finde das wie nice, um meine Podcast-Folge zu hören, wenn ich wie mit euren Augen, macht das Sinn? Ich weiß es auch nicht. Und ja, wenn ich die Podcast-Folge schneide, dann höre ich sie auch nochmal. Oder wenn mir jemand, den ich kenne, schreibt, hey, ich habe deine Podcast-Folge gehört und nachher irgendwie so ein Thema dazu, dann muss ich wieder meine Podcast-Folge nochmal hören mit den Augen oder mit dem Kopf von diesen Personen. Wie könnte die Person gedacht haben, wo ich im Podcast erzählt habe? Oder keine Ahnung, so. Oder habe ich jetzt etwas Unangenehmes erzählt und die Person weiß das jetzt irgendwie so? Weil ich glaube, wenn ich mit dem Podcast am Aufnehmen bin, dann checke ich manchmal gar nicht, wer das alles hört. Weil ich gehe irgendwie immer davon aus, dass es Menschen hören, die ich nicht kenne. Und es könnte jetzt safe dabei sein, dass Leute gerade jetzt du am Zuhören bist, die mich halt persönlich kennt. Vielleicht bist du mit mir in die SEK gegangen, vielleicht bist du mit mir ins Gimmick gegangen, vielleicht haben wir jetzt gar keinen Kontakt mehr, vielleicht bist du jetzt einer von meinen closer Friends, I don't know. Und das ist irgendwie so komisch. Oder vielleicht bist du so eine alte Lehrperson von mir, ich weiß es nicht. Ich will eigentlich auch gar nicht daran denken, weil ich glaube, das ist so meine Safe-Bubble, da kann ich einfach, ich bin so close mit euch und wenn ich den Gedanken habe, dass es jemand hört, wo ich eigentlich kenne, aber eigentlich nicht close mit denen bin, dann habe ich irgendwie im Kopf so, oh mein Gott, ich bin gerade viel zu offen und viel zu fest im Oversharen, was super dumm ist. Aber ja, von dem her, zu deiner Frage, ja, ich würde schon sagen, nicht jede Podcast-Folge und nicht jedes YouTube-Video, aber immer wieder. Und ich muss auch sagen, gerade so alte YouTube-Videos schaue ich mega gern. Also ich weiß auch nicht, das ist für mich so eine Memory. Und ich merke zum Beispiel so im Vergleich zu so TikTok und Instagram, bin ich nochmal so viel mehr emotional, weil das ist so mein Start gewesen, YouTube, und ich schaue gerne so alte Videos und wie ich mich verändert habe und wie, gerade zum Beispiel so Q&As, wie ich das damals beantwortet habe, weil ich habe eigentlich mit all dem, habe ich meine ganze Pubertät so festgehalten und das ist halt mega geil, wenn du einfach Videos von dir hast, wo das wieder so eine Momentaufnahme ist, wie gerade so Q&As oder irgendwie so, oder alte Videos mit dem Can oder keine Ahnung, wie ich habe das halt alles jetzt einfach als Video, das ist mega geil. Voll. Aber ich habe schon viel zu lange gelabert über alle Updates-Sachen und ich will jetzt mal so ein bisschen zum Thema, weil das ist so ein spannendes Thema und ich habe ja immer mal wieder so ein bisschen in meiner Podcast-Folge darüber geredet, bezüglich, dass man sich kann manipulieren kann, indem man sich, also so, dass man sich nachher selber liebt. Und ich habe gedacht, das wäre mega spannend, mal so ein bisschen genauer auf das Thema einzugehen. Ich habe mich jetzt auch noch so ein bisschen genauer mit dem Thema befasst. Wo ist das möglich? Und eben habe so ein bisschen ChatGPT gefragt, Bro, wie kann ich mich manipulieren, dass ich mich selber liebe? Und das ist so spannend. Also ich habe jetzt wirklich die Punkte aufgeschrieben, wo ich so bin, ja voll, sehe ich. Die habe ich sogar auch schon teilweise selber ausprobiert. Ich merke jetzt gerade in dieser Woche, habe ich das aktiv wirklich dann auch selber ausprobiert. Und darum teile ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen mit euch. Weil, also ich weiss auch nicht, man kennt vor allem mit Manipulieren das Thema von, zum Beispiel gerade die toxische Beziehung, dass er dann sie oder umgekehrt natürlich so manipuliert oder sich das andere Menschen manipulieren, aber dann im negativen Sinn, dass sie irgendwie etwas bekommen von einer anderen Person und das dann, ja ich weiss auch nicht, einfach manipulieren halt. Aber es ist ja wirklich auch möglich, sich selber manipulieren. Weil unser Hirn ist manchmal weniger schlau als wir. Der Satz macht eigentlich gar keinen Sinn, aber es ist irgendwie so. Also wir können uns tatsächlich selber manipulieren, vor allem auch eben gerade im Bereich Selbstliebe. Egal, ob das jetzt mit dem Körper zu tun hat oder mit unseren Unsicherheiten oder alles, keine Ahnung sonst. Und ich habe jetzt wie so ein paar Punkte ausgesucht. Und ich würde sagen, der erste Punkt, den ich euch gerne sagen kann, ist ein positives Selbstgespräch. Also es ist eigentlich mega banal, aber es ist einer der wichtigsten Punkte. Und das ist etwas, was ich auch schon ein paar Mal gehört habe und auch wirklich selber ausprobiert habe. Ich muss wirklich sagen, Bro, das ist ein Gamechanger. Also es klingt mega awkward. Aber wenn ihr alleine mit uns seid, dann kann man das machen. Okay? Und zwar eben so ein positives Selbstgespräch. Ich weiss nicht, ob ihr mit euch selber redet, ob ihr das cringe findet, aber das macht so viel. Und gerade wenn ihr das laut aussprecht und euch einfach mal vor einem Spiegel steht und in den Spiegel schaut
und einfach mal ein positives Selbstgespräch mit euch führt. Also redet mit euch und sagt mal, was ihr für eine geile Sau sind, was ihr alles schon erreicht habt. Also no joke, weil manchmal habe ich so Phasen, weil ich mich selber einfach geil finde, weil ich fühle, was ich mache. Klar, es gibt dann auch genau das Gegenteil. Aber gerade in dem Moment, wo ich so einen Boost habe von «Oh mein Gott, Alter, was habe ich alles geschafft? Das bin ich für eine geile Sau!» Dann stehe ich wirklich vor meinem Spiegel und ich sage das laut. So, Bro, du bist so eine geile Sau, Alter. Und das, also es klingt jetzt wirklich fucking cringe. Aber macht das. Also vielleicht kennt ihr das, so, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das kurz, bevor ich duschen gegangen habe ich das mega oft, so halb nackt vor dem Spiegel rumtanzen. Und dort habe ich irgendwie auch so einen Boost von Selbstwertgefühl irgendwie, ich weiß nicht warum. Und dort fange ich auch so an, eben so Selbstgespräche führen, aber ich finde nur schon Gefühl, man muss es ja vielleicht nicht mal laut aussprechen, weil das mega unangenehm ist, aber im Kopf haben, in den Spiegel schauen und dann lasst dazu eine fucking geile Musik laufen, wirklich so, es gibt doch so die Confidence-Musik, die euch so richtig wie eine Bad Bitch fühlen. Hört genau diese Musik und nachher geht ihr einfach richtig ab. Oder was ich auch mache, Alter, wenn ich in die Schule laufe und ich habe irgendetwas Wichtiges oder ich bin gerade unsicher oder weiss ich nicht was, dann lasse ich genau so eine Playlist laufen von so einer Bad Bitch Podcast. Scheiß drauf. Playlist. Eine Bad Bitch Playlist. Ich habe wirklich gar nicht mehr heute. Aber ich höre die dann. Und ich mache wirklich einen halben Modelwalk. Ich fühle mich dann einfach geil. Also wirklich, Musik macht so viel mit meinem Selbstwertgefühl. Vielleicht auch, wie ich gerade Germany's Next Topmodel schaue und ich weiß auch nicht, ich fühle mich dann einfach gerade selber wie jemand, der gerade auf dem Catwalk ist und dann eine richtige Show liefert. Es muss ja nicht mal von außen, dass ihr einen Catwalk macht, aber in eurem Kopf muss genau das passieren. Dass ihr in die Schule am Laufen sind und dann einfach Musik hört, wo ihr so richtig confident fühlt. Ihr könnt ja mal, falls ihr irgendwie so einen Song habt, schreibt einen Kommentar, wo ihr einfach wie eine fucking Bad Bitch fühlt. Genau, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden mega oft einfach negativ von uns. Also nicht mal laut, aber in unserem Kopf von «Oh mein Gott, nein, ich schaffe das eh nicht» und «Alter, Scheiße, das war jetzt mega cringe» gewesen. Und «Oh mein Gott, ich bin so dick» oder weiss ich nicht was. Also wirklich, wir machen das die ganze Zeit. Und es ist ja logisch, dass wenn wir uns das selber die ganze Zeit sagen, dass unser Hirn das irgendwann glaubt. Also ich finde, wir müssen uns eigentlich alle wie so eine beste Kollegin behandeln, weil eure beste Kollegin würde das auch nie sagen. All das, was ihr euch selber sagt, würdet ihr ja niemals einer Person sagen, die ihr gerne habt. Wieso sagt ihr euch das euch selber so? Und ihr müsst wirklich anfangen, so mit euch reden, wie wenn ihr eure beste Kollegin wäret. So, supportet euch, Alter. Ja, sagt einfach, ihr seid eine geile Sau. So, Punkt. Und gerade wenn ihr irgendwie merkt, ihr habt so negative Gedanken, instant abschalten. Sagen, nein, what the fuck, Bro, stopp, halt. Und gerade wenn ihr so negative Gedanken habt, Alter, nehmt die bewusst wahr und nehmt die an. Also, ich meine jetzt das wie in dem Moment schnell von außen betrachten und so das sehen als euer Hirn sendet euch gerade und sagt gerade die negativen Sachen, aber ihr selber sind das nicht. So müsst ihr das schnell bildlich sehen. Und dann müsst ihr schnell sein, okay, mein Hirn sagt das jetzt, aber das ist nicht so. Schnell kurz einen realistischen Check machen, schnell reflektieren, wieso denke ich das gerade? Wieso sagt mir mein Hirn das gerade? Das ist ja gar nicht so. So, eben, wenn dein Hirn sagt, ich kann das nie. Wieso? Ist es wirklich so? Kann ich es niemals? Und warum denke ich das so? Und dann musst du genau in dem Moment deinem Hirn quasi selber sagen, du musst dir so vorstellen, als wäre dein Hirn wie so ein Teufel auf der Schulter. Ist es ja eigentlich auch, in dem Moment. Dann musst du dir, dem Teufel musst du schnell sagen, nein Bro, ist nicht so. Ich bin eine fucking geile Sau. So. Genau. Und was auch noch ein geiler Punkt ist, und das ist auch so, also das hört man ja immer wieder, aber das ist wirklich so geil, zu man selber manipulieren. Fake it till you make it. Den Satz hörst du 1000-mal, aber wenn ihr den mal wirklich genau mal anschaut, das ist ein Gamechanger, Alter. Ihr müsst euch selber Sachen faken. Das hat mit Selbstwertgefühl zu. Also machen wir Selbstbewusstsein. Ihr habt irgendwie eben zum Beispiel einen Vortrag oder ihr seid gerade unsicher bei etwas oder ihr fühlt euch in einer Gruppe vielleicht ausgeschlossen oder ihr habt gerade das Gefühl, ihr seht scheiße aus. Also ich merke es zum Beispiel auch gerade, wenn ich so mich unwohl in meinem Körper fühle und ich bin in der Body, dann, Alter, dann hast du das ist das schlimmste Gefühl, so, wenn du unsicher bist. Und in dem Moment musst du einfach faken. Du musst einfach so tun, als wärst du confident. Egal, ob das jetzt mit dir selber ist, ob das mit dem Körper ist, du musst wirklich so dich verhalten, als wärst du die geilste Sau. Eben zum Beispiel in der Body oder so, dann
du merkst ja mega auch an der Körperhaltung, dann bist du vielleicht mega schnell dich so am Verstecken und vielleicht ein Buckel machen und weiss doch auch nicht, also ich habe mir dann auch mega Positionen angeeignet, damit ich mich halb verstecke. Aber du musst genau das Gegenteil machen. Du musst eine Haltung haben von einem geraden Rücken, aufwärts hocken und eben gerade wenn du im Bikini bist, dann hockst du genau so da, wie wenn du wirklich den geilsten Körper hättest, sagen wir es jetzt mal so. Also wirklich, du bist so confident und das ist so krass, weil das hat 2 Effekte. Das eine, von außen, du wirkst auch komplett confident und ich schwöre es euch, confident macht so viel. Es ist eigentlich scheißegal, wie die aussehen. Wirklich, wenn ich Confidence habe, dann strahlt das so fest nach außen und also wirklich, das ist das Einzige, was dann am Menschen eigentlich auffällt und das ist ja positiv so. Also wirklich, zuerst mal das, also ich dann eigentlich euch faken fürs Umfeld. Und ich fake aber, also ich dann auch euch in dem Sinne auch selber manipulieren und verarschen, weil indem ihr so eine Haltung habt, wo ihr euch confident fühlt, einen geraden Rücken habt, selbstbewusst lauft, die Schultern nach hinten und euch so verhaltet, als wärt ihr komplett confident, dann könnt ihr auch unser Hirn verarschen. Und dann passiert es nachher irgendwann auch wirklich. Dann ist unser Hirn so, okay, ja, fair, ich bin confident, okay, ich bin confident. Also wirklich, das ist Fake it till you make it ist wirklich der Gamechanger eigentlich für alles und das ist wirklich so eigentlich die grösste Manipulation, die ihr euch selber machen könnt, damit ihr ein gutes Selbstbewusstsein habt und ein gutes Selbstwertgefühl. Genau. Ein weiterer Punkt. Jetzt geht es mehr so ein bisschen Richtung Erfolg. Also wenn ihr Ziele im Leben habt und all das. Und das ist so ein bisschen die Visualisierung. Also das ist jetzt eben nicht nur Selbstliebe, sondern da geht es jetzt auch sonst sich selber manipulieren, damit man seine Erfolgssachen schafft. Und zwar, man kann auch sagen, es geht in Richtung Manifestieren, aber es ist schon vor allem so ein bisschen, dass wir uns selber aktiv vorstellen müssen, wie wir unser Ziel erreicht haben. Also stellt euch schnell irgendetwas vor, was ihr erreichen wollt. Das kann etwas Kleines sein, das kann etwas Grösseres sein. Ihr müsst euch jetzt schnell vorstellen, in dieser Situation, wo ihr den Erfolg habt. Ich mache jetzt ein simples Beispiel, ihr wollt mit Social Media anfangen und ihr getraut euch nicht und ihr habt das Gefühl, das klappt eh nicht und ihr seid peinlich und ihr wisst nicht, was machen und ihr getraut euch nicht und alle werden euch auslachen. Dann habt ihr ja die ganze Zeit diese Vorstellung und ihr müsst das aber genau umkrempeln von «Oh mein Gott, wenn ich jetzt mit Social Media anfange, Alter, das würde so funktionieren, die Videos würden so gut laufen, ich würde so eine lustige Person sein vor den Ding. Leute in meinem Umfeld würden das so fühlen, ich würde so viel Erfolg haben, ich würde so big werden, es gibt so viele Leute, die mich supporten, es gibt so viele herzige Kommentare, ich möchte genau das Positive vom Erfolg müsst ihr auch im Kopf haben und euch vorstellen. Und das ist so krass, weil das macht eben dann auch etwas mit eurem Hirn, weil unser Hirn ist manchmal ein bisschen scheisse im Vorstellung und Realität können unterscheiden. Wenn ihr euch so krass euch die Vorstellung einbrennt, dass es genau so wird sein, dann glaubt euch euer Hirn nicht das irgendwann. Und dann ist es so viel einfacher, an seine Erfolge zu kommen und seine Erfolge zu schaffen. Und eben jetzt bei diesem Beispiel dann mit Social Media fangen. Es ist so viel einfacher, weil ihr eben, das ist eigentlich auch so richtig fake till you make it, aber es ist wirklich, sich euer Erfolg positiv vorstellen und visualisieren. Genau, also ich finde, es können so kleine Sachen sein, zum Beispiel auch ein Vortrag. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Vortrag, habe ich schon letzte Woche gehabt. Falls ihr gerade einen Vortrag habt und ihr braucht Hilfe, Leute, ich habe letzte Woche eine ganze Podcast-Folge über das Thema Vortrag gemacht, könnt ihr gerne reinhören, aber auch nur schon bei dem Punkt, wenn ihr Angst habt vor Vortrag, dann stellt euch genau einfach vor, oh mein Gott, ich will so einen geilen Vortrag, weil ich will dort vorne stehen und ich will so abliefern. Oder auch wenn ich kenne es zum Beispiel, wenn ich an eine Party gehe, habe ich mega oft vorher so ein bisschen Angst vor, oh mein Gott, es könnte voll cringe werden, dort ist wieder die Person und nachher weiss ich nicht, was ich mit der reden soll und ich bin dann verloren und ich kenne vielleicht niemanden und einfach so Sachen. Es gibt ja so viele Unsicherheiten und ich möchte genau umgekehrt denken, oh mein Gott, das wird so ein geiler Abend, ich werde dort reinkommen und alle haben Bock zu mit mir reden. Also nein, kann ich irgendwie einfach so, wirklich, stellt es euch positiv vor, ihr werdet so gute Gespräche haben, ihr werdet Leute sehen, die sich freuen, mal wieder mal sehen oder zu mal kennenlernen. Also wirklich, ja, ich glaube, ich habe den Punkt auf jeden Fall gecheckt. Wir gehen mal weiter. Wenn ich fresse, ist langsam ein bisschen trocken. Das ist ein bisschen ungeil. Aber wir haben ein paar Punkte. Und zwar, das finde ich ein cuter Punkt und das ist ein Punkt, wo ich eben in dieser Woche mega aktiv gemacht habe, umgesetzt habe, probiert habe. Und zwar seinem Körper Aufmerksamkeit schenken. Da geht es jetzt vor allem also ich will schon sagen, um allgemeine Selbstliebe, aber ich habe das Gefühl, gerade wenn ihr vielleicht unsicher mit eurem Körper sind oder einfach sonst eher so eine zurückgezogene Person sind, euch einfach ja, allgemein selbstunsicher sind, dann, Alter, das ist auch ein Gamechanger, wo ihr einfach euer Hirn in dem Sinne verarschen könnt, wenn ihr eurem Körper Aufmerksamkeit schenken. Im Sinne von eine Abendroutine machen, sich schön abschminken, keine
keine Ahnung, ich weiss jetzt auch nicht, was man da eben, einfach so in dem Sinne seinen Körper pflegen. Ich tue zum Beispiel mega gerne dann meine Augenbrauen zupfen, eben gerade Abendroutine und einfach so Sachen, mein Serum auf meine Augenbrauen, also wie einfach meinem Körper Aufmerksamkeit schenken. Es kann auch einfach ein Bad sein. Ich mache es zum Beispiel auch oft, wenn ich dusche, tue ich wie mit einem Lumpen meinen ganzen Körper, jedes Körperteil tue ich abwaschen und quasi nicht einfach nur, also das ist noch, wenn du jetzt jeden Tag das machst, ist nicht so geil, aber so einmal in der Woche ist es in dem Sinne wie so ein Peeling. Aber dann tust du wie deinem ganzen Körper überall Aufmerksamkeit schenken. Das klingt gerade mega blöd, aber das macht so viel mit deinem Hirn. Also wirklich, du tust eigentlich in dem Moment deinen Körper wertschätzen. Du gibst dem Hirn das Gefühl, mein Körper ist etwas wert. Und das ist, also das, ja, da kannst du dein Hirn halt auch wieder verarschen. Genau, also wirklich einfach eben überall so ein bisschen bewusster, seinem Körper Aufmerksamkeit schenken. Es gibt sicher noch ganz viele andere Sachen, aber das sind jetzt gerade die, die mir so ein bisschen in den Sinn gekommen sind. Okay, wir haben noch 2 Punkte, Leute. Zweitletzter Punkt. Ich hoffe, by the way, ihr sind alles schön auf Notizen wieder am Reinschreiben. Seit letzter Woche habe ich das ja gesagt, macht eure Notiz-App auf und schreibt Sachen hin. Und jemand hat geschrieben, dass sie das gemacht hat und dass ihr das mega cool fand. Und dass ihr das aber jetzt immer macht. Von dem her, macht das. Eben, zweitletzter Punkt. Gewohnheiten antrainieren. Das habe ich auch noch spannend gefunden. Das ist wirklich etwas Psychologisches. Also ich studiere keine Psychologie, aber ich habe da ein bisschen gegoogelt. Und zwar heisst das Kaizen-Methode. Methode. Ich weiß nicht genau, wie man dem sagt. Aber das ist so wieder richtig aufs Thema Erfolg aus. Und zwar, das haben Sie sicher auch schon mal gehört, ist es mega wichtig, dass man ganz, ganz, ganz viele kleine Erfolge feiert. Also, keine Ahnung, wenn man sich mega viel vornimmt und so, dann schafft man dann nicht alles und das tut mega demotivieren. Und du kannst dein Hirn halt so manipulieren, dass du kleine Erfolge mega feierst. Also ich mache es zum Beispiel wirklich so, dass wenn ich gerade viel zu tun habe oder einfach so ein bisschen, weiss ich auch nicht so, dann mache ich viele kleine Sachen, dann mache ich eine To-Do-Liste und dann schreibe ich so kleine Sachen wie auf von mich schminken, duschen, Zähne putzen, mich anlegen. Und also wenn du das alles schon mal gemacht hast und du kannst das Zeug nachher abhökeln. Und das ist ja wie schon mal der Bare Minimum vom Tag. Aber trotzdem, das gibt mir so ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, oh mein Gott, der Tag hat erst angefangen und ich habe schon so viel erreicht. So, es klingt jetzt von außen gerade so banal, aber ich könnte euch hier nicht das so faken, von ihr habt schon etwas erreicht, was einem gleichzeitig aber dann so fest motiviert für den Tag, um wieder noch mehr erreichen und noch mehr arbeiten. Voll. Also darum mache ich das im Fall wirklich mega oft jeden Tag. So die kleinen Sachen auf der To-Do-Liste schreiben und dann fühlt es sich auch schon an, es hat schon mega viel heute erledigt. Auch wenn es ja in dem Sinn vielleicht Alltag ist bei euch und zum Tag gehört und zu der Tagesroutine gehört. Und trotzdem ist es eigentlich auch etwas, was man schon mal erreicht hat im Tag. Aber das dann wie, ja, wenn man das im Hirn so aktiv noch sagt, dann motiviert einem das mega fest. Ja, genau. Und der letzte Punkt ist, sich nicht mit anderen vergleichen, sondern sich mit sich selber vergleichen. Also es gibt wirklich, ich glaube, nichts Schlimmeres und keinen schlimmeren Endgegner, als wenn ihr euch mit anderen vergleicht. Weil, also das macht ja erstens voll keinen Sinn. Also weil das sind andere Individuen, andere Menschen sind manchmal schneller in etwas erreichen oder die sind einfach von Natur aus, dass sie einfacher eben können vor Leuten stehen oder in einer Gruppe gut sein oder keine Ahnung, so ganz kleine Sachen. Das macht absolut keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen, wirklich. Und stattdessen macht es viel mehr Sinn, mit sich selber zu vergleichen. Und das macht eben auch manipulativ. Das ist jetzt wieder so ein bisschen richtig Erfolg. Wenn du dich mit nur schon deinem Ich von vor einer Woche vergleichst, dann checkst du, okay, krass, was ich nur schon in einer Woche erlebt und erreicht habe. Also es sind ja wie so, du tust aktiv eigentlich dich mit dir selber vergleichen, weil egal was passiert ist, es ist ja eine Zeit dazwischen und in dieser Zeit ist etwas passiert. Und wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, du hast Fehler gemacht, alles, aber du hast aus diesen Fehlern gelernt, du bist gewachsen. Und ich glaube, nur schon, wenn man sich mit seinem alten Ich, egal wann, wie, wo, was, vergleicht, dann hat man etwas gelernt, dann ist man weitergekommen im Leben. Eben, auch wenn man das Gefühl hat, dort, ja, weiß auch nicht, eben, man hat Fehler gemacht und so. Das ist ja alles eigentlich etwas Positives, wo man weiterkommt im Leben. Und darum kann es wirklich auch geil sein, sich mit seinem alten Ich zu vergleichen. Oder macht auf jeden Fall viel mehr Sinn, als das mit anderen zu machen. Und in dem Sinne könnt ihr euch dann auch so ein bisschen selber manipulieren von «Oh krass, weil ich schon erreicht habe, was ich für eine geile Sau bin». Und das macht dann auch etwas mit eurem Selbstwertgefühl. Genau. Aber das wären alle Punkte gewesen. Ich hoffe, die Podcast-Folge ist jetzt allzu lang geworden und ich hoffe, sie hat euch gleich gefallen. Ja,
wie gesagt, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann gebt gerne dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Ich könnte mich auch gerne abonnieren. Ich könnte gerne ein Teil von meiner Community werden, Leute. Da würde ich mich sehr freuen. Egal ob auf Spotify oder auf Instagram oder sonst wo. Und ja, ich habe euch alle lieb. Ihr sind alles geile Sau da draussen. Dürft das nie vergessen. Und wenn ihr jetzt nicht am nächsten Morgen vor dem Spiegel tanzt, dann bin ich enttäuscht von euch. Also ich will euch morgen sehen, direkt aufwachen, euch geile Musik laufen lassen, geile Playlists suchen und dann vor dem Spiegel einfach mal nach 5 Minuten tanzen und euch schnell selber sagen, was ihr für eine geile Sau sind. Könnt ihr das für mich einfach machen? Nur morgen. Okay? Let's go. Ich mach's auch. Aber ja, ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.